Nachdem die türkische Regierung heftige Kritik an China aufgrund von Menschenrechtsverletzungen gegenüber den Uiguren übte, klagt der chinesische Staat nun über Verleumdungen durch die Türkei. Hinter den Anschuldigungen soll laut China auch eine versteckte Agenda stehen, welche die Türkei verfolge. Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Lu Kang, bezeichnete einige Aussagen türkischer Verantwortlichen als unwahr, unverantwortlich und sogar abstoßend. Eine Delegation der türkischen Vaterlandspartei besuchte im Rahmen ihrer China-Reise Osttürkestan. Nach einem Aufenthalt in Peking reiste die Delegation weiter nach Osttürkestan, um dort Beziehungen zu knüpfen. Dogu Perinçek, der Vorsitzende der Vaterlandspartei, verkündete auf der Konferenz Dialog unter ethnischen Gruppen von dem Terror der USA, den sie über Westasien gebracht haben sollen. Zudem sei ihm das Vertrauen zwischen der Türkei und China ein Anliegen. Abgeordnete der türkischen Guten Partei trafen auf Çavuşoğlu, den Außenminister der Türkei, um mit ihm die gegenwärtige Situation der Uiguren zu bereden. Diese Art der Zusammenkunft scheint jedoch für China ein Dorn im Auge zu sein, denn kurz darauf bezichtigte man die Türkei der Verleumdung. Indischen Quellen zufolge soll ein indischer Militärhelikopter abgestürzt sein und dabei 6 Soldaten und einen Zivilisten mit in den Tod gerissen haben. Indien soll Karachi als militärisches Ziel angestrebt und hierfür Flugzeugträger in Bewegung gesetzt haben. Daraufhin habe Pakistan seine Abwehrsysteme in Stellung gebracht. Dennoch soll es am Vortag in Karachi zu 3 heftigen Explosionen gekommen sein. In Kairo verloren mindestens 20 Menschen durch einen Brand an einer Bahnhofstation ihr Leben. 40 weitere Personen wurden verletzt. Die Zahl der Toten, so wird befürchtet, steigt weiterhin an. Damit Ambulanz- und Rettungskräfte uneingeschränkt tätig sein können, wurde der Bahnhof temporär außer Betrieb genommen.